Bevor wir zur Siegerehrung kommen, darf ich das Mikrofon weiterleiten an unsere Ratsfrau Monika Lehnhaus, gleichzeitig Vorsitzende des Sportausschusses der Landeshauptstadt Düsseldorf und in Vertretung des Oberbürgermeisters heute hier bei uns. Ja, liebe Wettkämpfer, liebe Zuschauer, liebe Ausrichter, ganz herzliche Glückwünsche und Grüße vom Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, in dessen Vertretung ich heute bei Ihnen bin. Ich habe mit großem Interesse jetzt die letzten 1,5 Stunden hier mit Ihnen verfolgen dürfen und ich muss sagen, man hätte schon früher mal kommen müssen, gebe ich zu. Ist ein schöner Sport, spannender Sport und wie man sieht, kann man ihn auch sehr lange spielen, sehr engagiert spielen. Sie haben heute alles gegeben und es ist ein großer Sieger heute hervorgegangen. Offenburg hat es wieder gepackt und ich denke aber so, was ich jetzt gehört habe, hatten auch alle anderen, die an dem Turnier teilgenommen haben, viel Spaß. Gestern Abend muss es ja auch heute fröhlich und so gutlaunig gewesen sein. Das ist ja auch immer ganz wichtig bei solchen Turnieren, dass das Begleitprogramm und alles gut funktioniert und alles sportlich und harmonisch über die Bühne. Vielen Dank dem Ausrichter für das große Engagement, auch im Sinne der Sportstadt Düsseldorf und Ihnen weiterhin alles gut. Auf die Siege. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, wenn Sie weiterhin Faustball sehen wollen, ab April geht die Feldsaison los, unsere Frauen spielen in der 2. Bundesliga und unsere Männer sind aktuell in die Verbandsliga aufgestiegen, mit dem Ziel, an die Tür der 2. Liga zu klopfen. Packen wir jetzt an. So, neben mir steht der Präsident des Rheinischen Turnerbundes, Hans-Jürgen Zacharias. Auch hier ein Dankeschön für deinen Besuch und ein paar Worte. Du bist nicht der Vater von dem. Ja, liebe Faustballer, ich freue mich, dass die deutschen Meisterschaften 55 in Düsseldorf stattgefunden haben. Die nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen, wissen natürlich nicht, dass mein Herz für den Faustball schlägt, dass ich selbst auch immer noch aktiv bin, natürlich nicht so gut wie ihr, aber ich war mit Begeisterung bei den Spielen heute Nachmittag. Ich fand das ganz toll und gratuliere allen, nicht nur der siegenden Mannschaft. War wunderbar zuzuschauen. Ja, dann ein herzliches Dankeschön an die Stadt Düsseldorf, an die Sportstadt Düsseldorf. Wir haben viele Veranstaltungen in Düsseldorf, fühlen uns immer wohl in Düsseldorf und auch gut betreut. Und ein Hut ab für den wunderbaren Ablauf. Die TG 81, denke ich, darf ich im Namen aller sagen, hat die Veranstaltung wunderbar durchgezogen. Ja, und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Den Dank möchte ich also, ich muss noch ein bisschen Regieanweisung von oben, die Batterie reicht nicht mehr. Den Dank möchte ich also im Namen der Deutschen Faustballliga an alle Helferinnen und Helfer der Faustballabteilung der TG 81 meines Vereins weitergeben. Ihr habt am Wochenende einen ganz tollen Job gemacht. Herzlichen Dank. So, damit kommen wir zur Siegerehrung. Den 10. Platz bei dieser deutschen Meisterschaft belegten die Sportfreunde Bordelum. Kombinierte Flussfahrt und Flussfahrt. Ab Hamburg dann rüber hoch. Das ist ja genau. Herzlichen Dank. Der SV Bordelum, zur Information, ist der Ausrichter der nächsten Hallendeutschen, der Männer 55. Also alle, die sich im nächsten Jahr auf dem Parkett nochmal wohlfühlen wollen, können dann die Reise in den Hohen Norden antreten. Mitte März in Bordelum 2013, Deutsche Meisterschaft der Männer 55. Den 9. Platz hat belegt die Mannschaft aus Rot. Die ist entfernungsbedingt schon abgereist.
Den 8. Platz belegte der VfB Stuttgart. Hier, dieses Kreuz kriegt er da noch. Hier, diesen. Das ist Wolfi, der gibt einen, der ein Wolfi ist. Der TV Kesselstadt. Da gehst du dann nach vorne, ne? Eigentlich schon. Der letzte Platz geht an den TSV Bayern 04 Leverkusen. Den 5. Platz belegten die Männer der Landeshauptstadt Hannover vom TS 1852. Nachfragen, was jetzt? Hey. Den, ja, ich sag mal, undankbaren 4. Platz belegte der TV Schlutzenbach. Killepitch, eine Flasche Killepitch und das ist für Kugelschreiber und Spielsachen. Oh, wunderbar. Kriegt alles Gerd mit. Nee. Spielsachen natürlich. Ich will das gerne. Kommt das nicht der Pferde mehr? Geht an den TV Raba Ellenfeld. Dann geht schneller. Er kann nicht mehr. Ausgepowert. Den wichtigsten haben sie verärgert. Er will nächstes Jahr bei uns spielen, hat er gesagt. Der Kleine oder? Nee, der Letzte. Der Schachmann? Der Kleine. Da muss aber erstmal die Aufnahmeprüfung bestehen. Ach, der braucht keine Aufnahme. Der braucht keine, der kriegt einen Den Freifahrtschein. nehmen wir so. Aber der ist noch 60. Aber bei uns altert er sehr, sehr schnell. Bei uns altert er schneller bei euch. Alle. Die gespielt haben, Die 16. Wir haben einen Altersdurchschnitt von 63,6. lest ihr nicht die Faustball-Nachrichten? Die kommen nicht so weit. Die Silbermedaille und damit den 2. Platz bei dieser deutschen Meisterschaft geht an den Ahlhorner Sportverein.